Orthesen sind Hilfsmittel, die Gliedmaßen oder Rumpf des Körpers stabilisieren und unterstützen. Prothesen ersetzen Gliedmaßen und ermöglichen es zum Beispiel nach einer Beinamputation wieder gehen zu können. Hilfsmittel der Rehabilitationstechnik helfen Kranken und Behinderten, den Alltag zu bewältigen, zum Beispiel im Rollstuhl. Genau. All das baut und montiert der Orthopädie-Technik-Mechaniker. Bei der Firma Orthopoint in Erlangen schaut sich Meister Aziz Hamish den gebrochenen Finger eines Patienten an. Der Gips, den er bisher getragen hat, hat ihn zu sehr behindert. Nun soll er stattdessen eine leichte, luftdurchlässige Orthese bekommen, die den Finger fixiert und den Heilungsprozess so unterstützt. Um die anzufertigen, geht es doch erst mal wieder mit Gips los. Schon mal, oder? Da ist der Gips, dann kannst du es bitte ausgießen. Zumachen, wie immer Halter, zumachen und ausgießen. Okay. Der im Gips entstandene Hohlraum entspricht exakt der Handform des Patienten. Die auszubildende Nora Meyer wird nun diesen Hohlraum ausgießen, um einen Abdruck der Hand entstehen zu lassen. Um diese Kunsthand herum kann sie dann die Orthese anfertigen. Nora ist im letzten Lehrjahr der 3-jährigen Ausbildung. Da gehören solche selbstständig ausgeführten Tätigkeiten längst zu ihrem Arbeitsalltag. Ich habe ja vorher Arzthelferin gelernt und auch gearbeitet in der Orthopädie-Unfallchirurgie 6 Jahre lang. Mir hat da ein bisschen das Handwerkliche gefehlt. Also es gab zwar Gipsabdrücke anzufertigen und sonstiges, aber insgesamt war es mir zu wenig kreativ und zu wenig Handwerk eben. Der Spezialkunststoff der Orthese muss erhitzt werden, damit er sich überhaupt formen lässt. Nach wenigen Minuten kann Nora das Material dem Ofen entnehmen und behutsam und mit Fingerspitzengefühl um das Teilmodell der Hand legen. Das alles geschieht auf ärztliche Anordnung. Wenn Nora dem handgefertigten Stück dann den letzten Schliff gibt, muss sie einen Gehörschutz tragen und eine Schutzbrille. Bei der Anfertigung von orthopädietechnischen Hilfsmitteln bearbeiten Orthopädietechnik-Mechaniker ganz unterschiedliche Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, Gießharze oder Textilien. Sie fügen Bauteile zusammen oder passen vorgefertigte Teile individuell an. In diesem Fall gelingt die individuelle Anpassung perfekt. Der Patient hat nun eine Orthese, die ihn weitaus weniger einschränkt, als es der Gips getan hat. So. Solche orthopädischen Mieder, wie sie Nora hier schnürt, unterstützen den Haltungsapparat von Patientinnen, die beispielsweise einen Bandscheibenvorfall hatten. Geschäftsführer und Meister Jürgen Schick achtet darauf, dass die Arbeit von allen Mitarbeitern verantwortungsvoll ausgeführt wird. Ein Job ist das, dem er eine gute Zukunft voraussagt. Ich sehe es sehr positiv. Die Patienten, Kunden werden immer älter, die Materialeigenschaften werden immer interessanter. Das heißt, wir haben früher nur mit Metallen und Hölzern versorgt. Jetzt haben wir Kunststoffe, Carbone, verschiedene Faserverbundstoffe. Und daher ist es für den handwerklich Interessierten, Auszubildenden sicherlich ein interessanter Ausbildungsberuf. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Handwerkliches Geschick, technisches Verständnis, Sorgfalt, Einfühlungsvermögen. Das ist eine Unterschenkelprothese mit Lainerversorgung. Vor einem Jahr musste diesem 55-jährigen Patienten wegen schwerer Durchblutungsstörungen ein Unterschenkel amputiert werden. Mittlerweile hat er sich an die Prothese einigermaßen gewöhnt. Meister Abdullah Usta zeigt dem 18-jährigen Azubi Steffen Oepp, wie er den sogenannten Prothesenschaft auf den Beinstumpf bringt und überprüft, ob es lockere Stellen gibt. Auch das ist Alltag für den Mechaniker. Steffen ist im 2. Lehrjahr beim Sanitätshaus Fritsch und Richter in Fürth. Zimperlich darf er in diesem Job nicht sein. Der Kontakt und das Beratungsgespräch mit Patienten gehören zu seinem Job. Gut. Jetzt kann der Patient in die Prothese einsteigen. Der Prothesenschaft ist die Verbindung zwischen dem Stumpf und der Prothese und erfüllt eine wichtige Funktion. Er sorgt beim Patienten für einen optimalen Halt und einen guten Sitz der Prothese.
Arbeitsplatz der Mechaniker ist die Orthopädie-Technik- und Reha-Werkstatt und das Sanitätshaus. Und, passt das Korsett noch? Nein, das passt nicht mehr. Ja, das sieht man schon, hier ist alles schon eng, ne? Mhm. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich Neues machen, ne? Soll ich ausziehen? Ja. Ein sogenanntes Chenot-Korsett hilft der jungen Patientin, trotz einer Wirbelsäulenverkrümmung normal leben zu können. Immerhin kann sie sich Farbe und Muster aussuchen. Sie trägt es seit einem Jahrzehnt, jetzt aber nur noch nachts. Das Korsett passt nicht mehr. Nun muss sie vermessen werden, um am Modell ihres Oberkörpers ein neues Korsett anfertigen zu können. Also ich mache jetzt wieder die Fotos von dir, Hanna, aber da bist du ja mal bloß bis zum Ohrläppchen drauf, also man sieht dein Gesicht. Ulrike Werner ist im 2. Lehrjahr und nimmt Maß. Unter BR Alpha Ich Mach's gibt's mehr Infos dazu und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. Alle bayerischen Auszubildenden müssen mehrmals im Jahr zum Blockunterricht zur Berufsschule in München. Und hier jetzt nochmal das Bild, wo die Wirbelsäule dann draufgelegt wurde, also so sieht deine Wirbelsäule aus. Ist immer noch ganz schön krumm, ne? Ja. Also für jemanden, der sehr zimperlich ist in Hinsicht von, oh Gott, da sehe ich jemanden, einen Stumpf oder der hat eine offene Stelle irgendwo oder so, ist es wahrscheinlich nichts. Aber für die, die sagen, sie wollen was in Richtung Medizin, aber gleichzeitig irgendwie technisch und handwerklich, für die ist es auf jeden Fall was. Ja. Auch im Verkauf verlangt der Job nicht einfach nur den Griff ins Regal. Ulrike muss wissen, auf was es ankommt bei Standardwaren wie Gelenkmanschetten oder Stützstrümpfen. Letztlich muss auch hier jeder Kunde individuell beraten werden. Dann machen wir sie zu, aber nicht zu fest, damit die Hand nicht einschläft, oder nicht zu locker, dass sie es nicht abbeugen können. Ne? Alles klar. Ulrike, das ist ein computergesteuertes mikroprozessores Gelenk. Die Hightech-Prothese eines Beinamputierten muss neu eingestellt werden. Der heute 36-Jährige hatte als Jugendlicher einen Fahrradunfall, bei dem er von einem LKW überrollt wurde. Dann auf die Datei gehen, ein Patient. Jetzt schon, ja. Da hat schon jetzt das Gelenk gefunden. Ein sogenanntes C-Leg ermöglicht es seinem Träger fast normal gehen, laufen oder Fahrrad fahren zu können. Dafür gibt es verschiedene Programmierungen, die der Amputierte bedarfsgerecht abrufen kann. Okay, bleiben Sie mal bitte mal stehen. Fuß muss ich noch mal ein bisschen nach innen drehen. Und entlassen. Sogar Treppenlaufen geht, wobei das Knie bei jedem Schritt abbremsen muss. Programmiert wird es, indem der Träger einfach dreimal wippt. Die Ausbildungsinhalte: Kenntnisse in Anatomie und Pathologie, Orthesen und Prothesen anfertigen, technische Hilfsmittel instand halten, Patienten beraten. Bei der Firma Polik im Traunstein lernt der 20-jährige Thomas Wetzelsperger im 2. Lehrjahr. Der Rumpf eines Patienten, der ein Korsett braucht, wurde gescannt. Jetzt werden die Daten des Modells am PC bearbeitet. Dieses computerunterstützte Designen wird bald Gipsmodelle nach Fotos überflüssig machen. Hier in Traunstein ist das schon Routine, gepaart mit großer Sorgfalt und Genauigkeit. Die Fräse nebenan arbeitet die Form präzise aus einem Kunststoffblock. Für die Ausbildung zum Orthopädie-Technik-Mechaniker ist kein Schulabschluss vorgeschrieben. Die Unternehmen und Betriebe stellen in der Regel ab einem guten Hauptschulabschluss ein. Die meisten Bewerber haben die mittlere Reife. Mehr als 4 Millionen Deutsche müssen wegen einer Krankheit oder Behinderung rehabilitiert werden. Die Anpassung orthopädie-technischer Heil- und Hilfsmittel lässt sich nicht vereinheitlichen, wird also weiterhin im handwerklichen Bereich bleiben. Und der Beruf bietet Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Will ich zuerst mal einen Gesellen machen, ein paar Jahre, 1 Jahr oder 2 Jahre Gesellenarbeit machen, dass man mal ein bisschen Erfahrung kriegt und dann später noch studieren. Da gibt es auch einen Studiengang an der Uni und dass man da mal einen akademischen Wert, einen akademischen Grad erlangt, aber genau in dieser Branche aber auch bleibt. Also man hat auch Fortbildungsmöglichkeiten. Das Anpassen von Orthesen für Kinder gehört in Traunstein zur täglichen Arbeit.
Ich nehme den aber so, dass ich ihn zusammendrücke und dann von oben eher nach unten schiebe. Hier leitet Geselle Helmut Schuegger den Azubi an. Der 8-jährige Max Luca ist schwerbehindert. Diese ständigen Begegnungen mit Menschen, die sehr auf Hilfe angewiesen sind, fordern den Mechaniker besonders heraus. Dabei geht die Arbeit weit über den Teil des Handwerklichen hinaus. Wir sind im Moment im Urlaub. Wenn man am Abend heimgeht, dann hat man schon ein gutes Gefühl. Wenn man die Sachen sieht, wie die Kinder hier oft einmal, was weiß ich, nur sich am Boden fortbewegen können. Und durch meine Hilfe sozusagen kann das gehen, das Kind. Und das erfüllt einen schon. Gut. Neben dem Anfertigen und der Wartung verschiedener technischer Stützen gehört die Beratung elementar zum Beruf. Die Wahl des passenden Hilfsmittels ist entscheidend. Erst nach einer gründlichen Analyse der Möglichkeiten geht der Orthopädie-Technik-Mechaniker daran, diese Hilfsmittel auch herzustellen und anzupassen. Und schließlich dem Kunden zu zeigen, wie er damit umgehen kann. Okay. Karrieremöglichkeiten. Orthopädie-Technikermeister, Medizintechniker, Selbstständigkeit, Studium, zum Beispiel technische Orthopädie. In Fürth ist das Team soweit, ein neues Chenot-Korsett herzustellen. Der Kunststoff wurde auf 180 Grad erwärmt, um ihn formbar zu machen. Dann muss alles schnell gehen. Ulrike zieht dem Rumpfmodell ein Netz über, damit der erhitzte Kunststoff nicht haften bleibt. Jeder weiß an seinem Platz, was zu tun ist. Jeder Handgriff sitzt. Unter BR Alpha Ich Mach's gibt's mehr Infos zum Orthopädie-Technik-Mechaniker und zu vielen anderen Berufen. In Deutschland leidet etwa 1% der Jugendlichen an einer verkrümmten Wirbelsäule, der sogenannten Skoliose. Mit einem solchen Korsett, das in der Wachstumsphase getragen werden muss, lässt sich das Krankheitsbild entscheidend verbessern. Die negativen Seiten. Viel Arbeit im Stehen, gelegentlich Lärm, Umgang mit Staub und Chemikalien. In der Reha-Werkstatt in Traunstein montiert die 19-jährige Lisa Seehuber den Sitz für einen Rollstuhl. Lisa ist im 3. Lehrjahr, was bedeutet, dass sie voll in den Produktionsprozess eingebunden ist. Geschäftsführerin Claudia Polik-Wetzelsperger schaut trotzdem allen Azubis immer mal wieder über die Schulter. Genau, wunderbar. Und jetzt aussägen. Okay. Jeder Sitz, der hier gefertigt wird, ist maßgeschneidert. Die Geschäftsführerin rät dazu, eine Ausbildung nicht einfach so zu beginnen. Ich selber würde dazu raten, auf alle Fälle sich einen Praktikumsplatz zu suchen, um in den Beruf hineinzuschnuppern und um überhaupt mal zu schauen, ist diese Kombination Handwerk und Umgang mit behinderten Menschen das, was ich gut kann und wo ich mich wohlfühle. Hier in Traunstein gibt es eine eigene Werkstatt zur Herstellung der reha-technischen Hilfsmittel. Sitzschalen und Rollstuhl-Sonderbauten, die exakt den Ansprüchen der Kunden genügen müssen, die so verschieden sind wie ihre Krankheitsbilder. Neben diesen eigens produzierten Hilfsmitteln gehört aber auch ein Standardangebot in den Schau- und Verkaufsraum. Hier haben wir dann noch den Bettgalgen, der an den Betten mit dran ist. Kann man links und rechts einhängen, auch rausnehmen. Auch hier muss sich Lisa auskennen, um gut beraten zu können. Orthopädie-Technik-Mechaniker üben einen ganz besonderen Beruf aus, mit viel Verantwortung. Sie helfen kranken und behinderten Menschen. Der am Bett steht. Genau. Ansonsten noch zu beachten, das Seitengitter komplett nach unten oder nach oben klappen kann.